Goedemorgen alla. Dit is januari 10e, klok 10 s'morgens. Dit is 1250 KZ en op het internet www.kikzksem.com. Met jullie hier Mr. John Peters met gedankens uit Gottes woord voor de nächste 15 minuten. En ja, we reden van wat betekent heilig zijn. De schrift zegt, we zullen heilig zijn, zoals God heilig is. Wat betekent dat? Now I shout his praise through all my days, for his endless mercy and grace. There's no other one who has greater love. With joy I will ever sing. Heilig is the Lord. Nou, ga ik go morgens alle. Dankzij voor aanschalten. Vergeet niet dat this video wordt bald on YouTube te zijn. En dan check je dadelijk wieder. We willen immer een hoopningsboodschap brengen. Wat zegt dat eigenlijk zijn hoopningsloos verloren op Hochdeutsch, maar we zijn hoopningsloos verloren. En die wordt vielleicht zo denken, ik dacht, die had het goed niet gehad. Maar ja, voor ons verlorene Sünder is een hel aangekomen. En die heeft alles betoeld. Dat wordt bloß genomen. En ik heb me dat Beispiel gebruikt, dat eigenlijk houden bij de bank. Vielleicht als jemand hier, der heeft veel te veel schuld in de bank. En die kon het niet betalen. De interesse rampt ons op. De interesse is wel hek als wat je lied had. Een dag kreeg een brief van de bank en dan zegt die brief, kom naar de bank. Morgen klok 3 je de bank toe, so die moet 4-3 zijn. En dan dat we geschreven, dan worden we die alle schuld strijken. Weet je wat, het wordt te wonderen zijn hoeveel mensen niet worden komen. Wanneer wat er worden komen geschreven, der schuld is gestrekt. Alles, dat wat je liet is worden, ook de interesse. En die zegt de bank, dat je niet schuldig. Dat is wat de hel aan voor ons gedaan heeft. En dat is onze boodschap hier immer weiter op dit programma. Die kost het niet verdienen, die kost niet goed genoeg zijn, die kost niet genoeg roeren, die kost niet genoeg betonen, die kost niet genoeg in de kost aanlijn, die kost niet genoeg praten, die kost die zelfs niet genoeg beschneiden. Haar zijn zo kort aan, den rok zijn zo lang, dat helpt alle niks voor de zaligheid. Die braucht ze plus aannemen en geloven. Dan wordt God met die merken wat hij wil. Dan vangt hij aan te scheren. Wat hij scheren? Met zijn woord, met die gedankens, met een zinnensveränderung, een andere denken im kop, en dan besonders met een Heiligen Geest zijn kracht en zijn denken houden. De Heilige Geest is een leraar. Wat is een leraar? Dat leren. Wat doen we als bekeerde mensen? We nemen die leer aan. Alright. So vandaag hebben we mal dat thema bekijken. Want de schrift zegt eigenlijk, die zullen heilig zijn. En die worstelijke denken, zegt het zo? Ja, dat zegt een paar maal zo. Hart maar de eerste Petrus, kapitel 1, vers 15 en 16, wo de apostel Petrus, en ik wil goed zijn, de apostel Petrus, wie niet heilig. Wie kan hem, hij wie een groot vreed, hij had Jezus verloren. Wie hij heilig? En hier komt de vrouw op. We denken immer dat heilig meint onzin. Er perfect zijn. Wie Petrus onzin en perfect? Nee, hij wie niet. Hij wie een mens, krijgt u zeggen du. Maria, de moeder Jezu, dat wie een zinderin, zij had zin. Wat weet ik dat? Wegen Römer 3:23 sagt, alle haben gesündigt en vollen kort. Und Gott zijn Mutstock sozusagen. Nu zegt de apostel Petrus, wat een kratz veel Fehler hat, sagen die, vielleicht auch mehr. Krijgt is de jüngere Roodhaaf heilig is, zo zal je heilig zijn en alles wat je doet, wenn het staat geschreven, ziet heilig, wenn ik zie heilig. En dan gaan we naar Matthäus 4:8, wo de Heilige, Jezus Christus zelfs, wat onzin weer, der heilig weer, ja van zijn geboten zegt, ziet volkomen, krijgt ze zijn himmlische Vader volkomen is. Oh, dat ik denk zo. Wat zegt John Peters daar? Ik kan je dat helemaal treffen. Zij rijdt, ik kan het niet treffen. Ik nu waar een helemaal dat perfecte treffen, de heiligheid treffen, zoals wie dat verstaan kan, wat hij terugkomt en onze zin wegneemt. Ganz. Dus, hij wordt, nu, ik wil het te stil zijn. Hij heeft de zin al weggenomen,
Und wenn er zurückkommt, dann wird er uns die sinnliche Natur nach wegnehmen. Dann sind wir perfekt und heilig zu sein. Aber hier, als wenn ihr baut, für dit seid. So, nu werden wir da mal bekijken. Was macht das meinen? Verstehen wir das Wort Heiligkeit reich? En ik geloof, de meeste van ons worden vielleicht mal bekannt, wie dan niet. Wenn wir denken, weil wir denken an heilig, dann denken wir Unsinn, perfekt, vollkommen, nicht so? So ich will nehmen in das Alte Testament, du redet auch von Heiligkeit und so weiter, das ist das Buch 2. Mose, Kapitel 40, Vers 10. Und du hast Gott Mose einen Befehl gegeben, dass du soll ein Tempel gebaut werden, und in der Zeit wird ein Zelt, über Lot kam der Tempel. Und alles, was im Tempel wir, dort soll geheiligt werden. Die Kuffels, die Schieven, den Priester sein Rock, den Priester sein Belt, alles. Sogar die Tiere, was geopfert werden, nicht meine Frau. Und die Frau vielleicht, wo kann ein Kuffel geheiligt werden? Well, sei right, hier sagt es steht. Die sollen den Altar, wo das verbrannt wird, auch alle Geschirr, das wollte ich einfach sagen. Dat zal die salben, dan zal je dat heiligen, zodat der Altar heilig wordt. So kann ein Altar, was von Telen gebaut ist, oder von Gold, kann der heilig werden? Ja, die kann, wenn es sagt hier. Wo wird der heilig gemacht? Well, den wird gesalbt. Und dann, als je noch ein Wort, was ich brücken will, das wird geweiht. Es wird geweiht, den himmlischen Vater. So, wenn du was gewählt hast, was ist dann geworden mit das Kuffel und diese Schief und das Geschirr? Well, das ist Gott gegeben worden. Und die fangen ja an, mit mir taub durchzukicken, nicht so? Und die schien das an durch, nicht so? So, wenn im Alten Testament was geheiligt wird, das wird zu sie gesagt, ich wird das hier, dann wird das hier han gesagt, nie wird das Gott sind. Und zu was soll das gebraucht werden? Zum Gottesdienst. Nu kann er irgendwie auch heilig sein. Wo? Wir tun uns Gott weihen. Wir geben uns selbst zu ihm, kriegt es das Geschirr, Gott gegeben wird. Und dann sagen wir sind, nu sagen wir zu sie gesagt, für was Special, für was Besonderes. Und dort ist das Wort heilig, was hier gebraucht wird. Ich bin später, die heute vielleicht mehr wird, auf Englisch oder Plautdietsxh das erklären. Aber wenn Petrus sagt, wir sollen heilig sein, das meint bloß, wir sollen zu sie gesagt sein, wir sollen ein Ziel haben, was für Gott ist. So, wenn du Gott sind bist, dann hast du ein Purpose, dann hast du ein Ziel. Was bist dann? Du bist geheiligt worden. Bist dann nicht Unsinn? Nee, eigentlich war noch Sünde, sogar jeder Tag. Sind wir perfekt? Nee, keiner ist perfekt. Und wir sind dann auch geheiligt, und vielleicht soll es das sein. Wir sind vielleicht nicht heilig, aber wir sind geheiligt. Was bedeutet? Wir sind zu sie gesagt, verarmt. Wir sind. Und weißt du, was das noch bedeutet? Das Geschirr und diese Kuffel, sollen die was einmal sagen? Nee, die sollen gebraucht werden. Zu was sollen die gebraucht werden? Zum Gottesdienst. Und so dort den Rock, was der Priester anhat, das Geschirr, was er brauchen wird, und das Opfer, dass wir alle heilig, wenn wir besonders zu sie gesagt, für Gott seine Arbeit. Ist das nicht wundervoll? So, du bist zu sie gesagt. Denken wir an das Beispiel. Wenn du deine Kinder Hotdogs machen lässt, mit Ketchup und Mustard, wir sind für nicht in eine große Stube beten, oder in eine Sommerstube. Das ist hier für die Kirche, nicht so? Warum? Weil die Sommerstube, der ist zu sie gesagt, der ist sozusagen geheiligt für eine besondere Ursache. Und wir würden nicht so leicht einen Hotdog auf die $10 Schieben ableihen. Die $10 Schiebe, der ist für Weihnachten und für Danksagung, für was Special, für was Besondere zu sie gesagt, für was heiligt, was gehört. Und so diese Gefäße sind geheiligt. Kriegt es eigentlich du sein. Weißt du, wo diese Gefäße geheiligt werden? Die werden mit Blut bespritzt. Weißt du, was du kann geheiligt sein? Wir waren gewaschen von unseren Sünden durch das Blut Jesu Christi, das er vergoten hat durch Kreuz auf Golgatha. Und dann sagen wir nicht, das Dämon. Ich kann nicht viel auf ihn. Der Dämon selbst dachen? Nee, der nicht. Dämon, der etwas aufdachen. Was hat er aufdachen? Den Schein von der Sonne. Die Sonne ist auf die eine Seite, der Mond ist auf die Seite. Dann kann wir sein, wo die Sonne und der Mond andacht, und wir sein das Dach von dem Mond. Der ist nicht so Dach als die Sonne. Hätte man gedacht,
dat etwas aufdagen. Maar wat der Dämon, der die Zahn ehren, Dämon ist geheiligt, zum die Zahn aufdagen. Nicht kann in dir geheiligt sein, zum Jesus aufdagen. Das warum Petrus sagt, wir sollen heilig sein, dass Jesus heilig ist. Was tun wir? Wir tun Jesus aufdagen. Wir reden anders, wir denken anders, wir tun anders, wir fragen Gott für Weisheit und so weiter. Kriegst das Dämon. Nu ist die letzte Frau. Die Gefäße am Tempel werden heilig. Weißt du warum? Wegen die werden brauchbar. Die ging zu brücken für den Gottesdienst. Wo können die heilig sein? Wenn wir brauchbar sind für den Gottesdienst. Und ich rede nicht bloß von Sonntag, von Klock 11 bis Klock 12 oder Mittwochsubis oder auf die Betstund. Ich rede von das tägliche Leben. Zum Beispiel, du hast ein Besorgnis für die Nova. Oder die Nova ist nicht gesund. Dann der ist ein schöner Opelpä merken. Dann bringst die Nova ein schöner Opelpä. Was hast du getan? Du hast was Heiliges getan. Du bist zu sie gesagt. Du hast was Gutes getan. Du bist brauchbar. Jemand hat die Weihe getan. Vielleicht in der Familie oder in aller Freund oder bei der Arbeit. Was da ist, die Rest zu Geld haben und hast es nicht gehen, die ihre erst den himmlischen Futter dort. Was hast du getan? Du hast was Heiliges getan. Du bist brauchbar. Du lässt die Schein. Du lässt die Brücke. Du bist vielleicht bosig und du siehst, ein Weich ist ein fertig mit einer Ladereif und dann sitzt dir vor den Schild halb. Die winkst an und wirst bosig, aber die winkst an, nimmst Zeit, halfst die Person. Du hast was Heiliges getan. Und das, warum Petrus sagt, sieht heilig, dass Gott heilig ist. Wegen will Jesus vorbeifahren, wenn du eine Ladereif hast? Ich glaube nicht, er wird immer still halten. Ist das nicht wundervoll? Ich war schlicht mit dieser Geschichte von das einer, der wir bosig, wie ich immer. Und er rannt durch eine Suchstation, hat seine Taschen in der Hand in den Rand zu gehen. Er bumst den Menschen an, er will nicht laut sein für den Such. Und mit seinem Rand schiebt er an einen Apfelkasten an. Und der Apfelkasten, der wird geähnt von der Blinge Mial, wo der Apfel verkauft wird. Er schiebt an den Apfelkasten an und der Apfel, die fliehen alle wegen an auf der Flur, auf der Erde. Und einmal fragt er sich selbst, was tue ich? Und er winkt an, die Sucht er verlaat, aber er winkt an, sammelt der Apfel alle top und für die Schlachte, dat er de Mial betont. Dan dat de Mial, dat kon je niet zijn, dat is in je gezicht zo vuil met erheen, dat een beetje zo sperren. Dan vraagt hij, wat is Mial? Dan zegt hij, je bent nieuwsgierig, als die op einmal Jezus wees. Lezen we vielleicht nieuwsgierig, dat wordt een woord zijn, ne? Dit Mial, der hat Jesus gesperrt, Jesus gefällt, wegen des Mann, der Jesus aufdachen. Das ist nicht eine wundervolle Geschichte. Man kann ihn sehen, wie kann heilig sein, nicht als wir gedacht haben. Heilig meint bloß, zu sie gesagt, heilig meint brauchbar, heilig meint gewaschen mit dem Blut. Man kann ihn sehen, und dann haben wir noch eine Hoffnung, ne?